Schatzali, das ist ein Flockianes Etopiken. Das ist übrigens also ein Sterbebeitel. Habe die Ehre miteinander, ich bin's, der Biergeist, der Kani. Ich bin der Kani. Und das war eigentlich der Flockiani, aber der hat einen Dünni. Dünsch. Der Dünsch. Ja, er ist wieder im Altenheim gewesen und hat sich ein Arschloch über Klo gezogen. Ja, und jetzt hat er Schließmuskelkrebs. Ja. Und das ist übrigens die späte Wirtschaft. Zwei Drittel die. Sehr schön. Dosenbrosten ist irgendwie falsch. Dosenbrosten ist irgendwie schwul, aber es ist ja Pride Month. Echt, ist der Grund? Ja, deswegen die Hello Kitty Dosen. Deswegen, ja stimmt, stimmt. Mir ist doch gar nicht aufgefallen, weil noch nicht alle Firmen ganz heuchlerisch wieder ihr Logo in Regenbogenfarben geändert haben. Doch, mir eben genau darum, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge ist, was ist heute, Donnerstag? Der 1.6. Heute ist der 1.6. Und Juni ist ja Pride Month und dann bin ich halt, morgen kommt Diablo raus und dann habe ich mir gedacht, gehst mal auf GameStar und schaust mal, was da so steht. Das erste, was ich sehe, ist das scheiß Regenbogenlogo und ich mir denke, ihr Heuchler, Fotzen, warum? Einfach nur warum. Aber gut. Das finde ich also geil. Ja, aber wir haben uns auch dran gehalten. Da, schau, Hello Kitty, Pink. Schauen wir mal, wie wir später aufmachen und dann... Flocke Scheiß da in Regenbogenfarben hat's geheißen. wir haben eigentlich da noch so einen kleinen Codehaufen hier. Da. Ja, das kannst du dann fürs Promo-Battle machen. Das stimmt, ja. Oder einfach einen großen über seine hässliche Fresse. Das wird halt sowieso interessant, wenn wir das Thumbnail machen. Halten wir einfach mitten und der man streichen. Für die nur zuhören. Ihr audiophoben, videophoben Klappspaten. Audiophilen. Audiophil, Videophoben. Arschlöcher! So, machen wir so auf den Punkt. Tja! Was denn drin das Wochenende? Und so eine halbe Stunde hier und schmerzt mir nichts praktisch. Ja. Also müssen wir jetzt eigentlich, die Folge müssen wir eigentlich potenziell 20 Minuten kürzer machen, weil die Redezeit von der Flockiani feit. Kriegt er 20 Minuten zusammen in einer Stunde. Mittlerweile ja, da hat er sich schon gebessert, muss man sagen. Wir haben mittlerweile Themen. Er hört es ja sowieso nicht an, wenn er nicht dabei ist. Stimmt auch wieder, der Trottel. Wir haben mittlerweile Themen, wo er mitschmerzen kann. Ja. Ich hätte jetzt auch, und zwar, ich war nämlich am Wochenende bin ich noch spontan so am Fußball-Abschiedsfest laufen vom weil ich eingeladen worden bin und gesagt, na, gar nicht, kommst du auf, letzter Spieltag, da wird dann noch grillt und gesoffen und am Samstag war so ein Downy-Tag bei mir und hab mich überhaupt nichts gefreut und dann um 10 Uhr habe ich gedacht, weißt du was, bevor du jetzt einen kompletten Samstag nur auf der Couch verbracht hast, weil man halt dann noch auf, trinkst ein paar halbe. Boah, bei einem Fußballverein. Ja, leck mich am Arsch. Ich kenne ja da einige davon, mit denen ich ganz eigentlich schon ein Festel mache. Aber da war halt dann, weil einige wechseln einen Verein, manche hören auf, der Trainer wechselt und die ganze Zeit dann beieinander, diesen hier war schon mal so einschlagen und hinter so halten und dann die ganze Zeit, also ich kann doch immer nur in die Augen schauen, auch wenn es jetzt in die andere Mannschaft wechselt. Ja, Pausen, ich weiß eh. Ich bin überhaupt nicht so. Und ich habe gedacht, ja, Himmelvater, schön, dass du deinem Kindheitsfreund weiterhin in die Augen schauen kannst, nur weil er jetzt nicht mehr im FC Scheiß aus Simburg spielt, sondern im verschissenen Aufhausener Verein. Dann kannst du ihm in die Augen schauen, du bist der gnädigste Freund aller Zeiten. Kein randvollen Fußballbiff. Dann die ganze Zeit so, die Hände so ins Knack gehen und immer so zusammen und ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, genau, Kiss. Wir wundern uns sehr, dass er nicht noch richtig rund gemacht worden ist. Das also liebe ich dann auch, ja. Wenn's am Volksfest, das ist ja nicht bloß im Fußballfest oder so, gibt's ein paar so Leute, die dann nach der 4. Maß oder so, dann fangen wir so an, backen die so im Knack und säumen deren Scheiß ins Ohr waschen los und denkst, oh Gott. So rüber da her, dass die ganze Spucke. Ja, immer sauber. Ja, und da, ich bin 2 Stunden bin ich da gehängt, da hat mir dann so ein Stuhl immer geschnappt, da ist VIP drauf gestanden und ich dachte, das muss meiner sein. Dann habe ich wieder am Rand gesessen und hab das bunte Treiben da beobachtet und haben wir. Ich habe nicht einmal das Bier saufen können, weil es mich so, das hat mich so angewidert irgendwie. Das war alles so peinlich. Und ich gesagt, das war aber auch zu früh, Pride Month ist jetzt. Ja, bei denen, Fußballverein wissen wir ja, da ist 24/7 Pride Month. Ja, jeden Sonntag in der Dusche ist Pride Month. Ja genau, wenn sie irgendwo tatsächlich schwules Pärchen singen, dann kriegen sie es kotzen, aber in der Dusche spenden sie sich am Zipfel. Ja. Wie lustig, wir machen mal den Zipfel. Da gibt's auch, ich war auch lang nur zwar in jungen Jahren, aber das ist ja wurscht, da ändert sich, finde ich, nichts. Ich glaube, wobei es bei den alten Herren in die AHs wird es dann noch schlimmer. Da sind ja dann die offiziell Ü50 geouteten Schwulen drinnen. Ja, und das Geile ist ja dann, ich hab das aber nie mehr da drin duschen mit dem nackerten Zipfel und ich sag, was geht nicht mehr Schwanz, halt dein Maul ab. Nimm den Mund. Und dann rennen da halt, da gibt's halt ein paar so und meistens je älter, desto wurscht wird's da. Sprichwörtlich, desto wurscht. Und dann rennen sie halt einfach, was sie hätten alle Zeit der Welt, wenn's nach der Dusche einer kämen, Handtücher um mich. Nein, das wird
provokant genommen und sie halten da einen knockerten Zipfel so und gerade, dass nicht noch ein Hax auf Bing irgendwo Doch, ich wollte gerade sagen, und eine Ansage machen. So, aber ich kennt, da sind so drinnen gestanden. So, hau ab. So? Und, also ernsthaft, nicht jetzt so, ich mache einen lustigen Witz, sondern... Nein, und so, und? Hast du gesehen, wie der andere gelaufen ist? Ich will so direkt leere Hosen. Du bist kein leere Hosen. Du hast gar keine Hosen. Drum Schwanz. Ja, das ist so unangenehm einfach. Ich weiß auch Hab ich nicht. also nie einen Schwanz gesehen oder was? Ja, aber das heißt nicht, dass ich mir deinen anschauen möchte. Was? Ja, und dass man die ganze, eben dann immer diese, dann zipfen sie sich die ganze Zeit. Sacken ist ja alles schön und gut, aber einen lockerten Zipfel muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich wollte gerade sagen, einen knockerten Zipfel, eine Zipfel. Aber sobald sie aus der Dusche raus sind, sind sie wieder die großen Homo-Hasser, die Vollidioten. Ja. Ah Gott. Der ist auch schwul bis unter da. Ja, genau. Ja, jeder läuft geschwuchtel. Wieder Jane schuld. Ja, und da kämen halt dann die wirklich ernst gemeinten schwulen Hasskommentare. Die nicht, das ist kein Stand oder kein Dummschmerz, so wie man es mir auch ab und zu mit denen, sondern das ist ernst gemeint. Ja. Das ist ernst gemeint. Da kenne ich tatsächlich auch aus dem Verein, der Schwule, also ich glaube aber nur speziell Männer, weil Frauen ist so geil. Ja, das ist auch. Der betitelt es heute noch im Jahr 2023 als Krankheit. Im Ernst aber. Und da denken wir so, jetzt hätte der eigentlich gerne Maske über den Kopf hauen, weil und wie betitelt er das dann bei Frauen? Das wird dann gar nicht angesprochen, das Thema, weil es geht rein um... Weil da kriegt er einen Ständer. Ja, wahrscheinlich. Außer bei den fetten Undercut-Lesben. Aber bei Männern ist es für immer Krankheit. Da denken wir so, ja, du musst offensichtlich auch irgendwie ein Chromosom 2 oder sonst was haben. 4 X-Chromosom zu viel. Ja, ich glaube, der hat auch eine Kartoffel mit drin. Ja, irre. Aber Gott sei Dank ist dann so nach 2 Stunden ist dann ein großer Teil von den Leuten heim und dann waren so noch die Trinkgemeinde da, die halt auch, wo da Leute dabei und die mag und kennen. Da ist dann nur gesucht worden. Genau, und dann war es lustig. Ja. Dann ist ja nicht mehr so viel Malle-Hits aufgelegt worden, weil in einer Tour, die kennen nur Malle-Musik. Da läuft keine andere Musik, da laufen nur Malle-Hits. Und dann hupfen sie so 10 im Kreis und links und rechts und schön und ich denke, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Auf dem Volksfest für Downies oder wie? Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich auch so weit weg von mir. Ja, diese Art von Festel ist so weit weg mittlerweile. Das war schon immer wurscht. Ja, aber ich habe halt da dann lieber irgendwo am Rande gesessen zu den Leuten, die einfach nur trinken. Ja, auch damals schon, ja. Aber das ist, ich mag das ja echt nur mal, keine Ahnung, bin jetzt alt geworden oder ich kann dann nicht öfter als einmal im Monat auf so ein Festel gehen, das geht nicht. Maximal. Also, ich war schon sehr lange auf keinem typischen Vereinsfestel oder sonst irgendwie sowas mehr. Ich finde da auch schon schlimm, wenn Arbeitskollegen einen 40er feiern oder so. Das ist auch, wir sind Cringe-Feste, da wo ich mir sage, Alter, das gibt's doch nicht, bin ich so weit. Dann schaue ich mal auf die Uhr und denke mir so, hey Alter, so weit bin ich vom 40er Feier gar nicht mehr fort. Ja. Wenn ich jemals so ein Festel feiern, dann erschießt mich bitte. Verhindert mein 40er bitte, danke. Wo sie dann, was weiß ich, was haben wir da? Mit den Aufführungen, Alter. Ja, genau, auf die versuche ich gerade anzuspielen. Da verkleiden sie alle als Schlümpfe und lesen dann irgendeinen peinlichen Scheiß von dem. Oh Gott, was ist das? Das haben sie an meinem 30er auch gemacht. Aber ich bin durchdreht, weil ich hab da zu meiner Freundin gesagt, sag ich, egal, wenn du irgendwas mitkriegst, dass irgendjemand was für mich aufführen möchte, dann sagt das ist Anstich. Dann gehe ich für den Hau einer Messer in den Hals rein. Da gibt mir jeder Richter recht, jeder normale. Ja. Aber leider, sie hat dann gesagt, ein paar, die hat es nicht aufhalten können, dass sie das machen. Ich habe dann Gnade vor Recht walten lassen, weil die haben eine Nintendo Switch geschenkt, die haben zusammengelegt und haben dann über ein Gesatzel mir die Switch überreicht und haben gedacht, okay, damit ist alles wieder cool, aber fickt's euch. Das geht ja gerade noch, aber das sind ja, ich habe so viele 40er Geburtstage da in den letzten 13 Jahren mitgemacht, da unten, dass ich mir denke, und einer ist peinlicher wie der andere. Da wird eine Sache vorbereitet, die dann eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert, wo vorne irgendeine Scheiße erzählt aus der Arbeit, das war die Leute in der Arbeit, gell, und ich so, oh Gott! Die Kollegen sind nicht mehr da und dann... Ich möchte ein Festel feiern! Da habe ich einen Spätzl, die haben irgendwie einen 50er für seinen Onkel ausgerichtet. Und dann, da war ich nicht dabei, weil ich kenne seinen Onkel nicht, Gott sei Dank. Und dann hat uns schon verzeiht, ja, sie kämen nämlich da dann irgendwie als Engel und in Römerverkleidung und so. Ja, das hat's bei uns. Mein Gott. Und ich habe mir den ganzen Tag, ich habe dann immer so gute Miene zum bösen Spiel, und gesagt, ja, cool, gell, super. Und man hat gesagt, Gott sei Dank bin ich nicht da, der hat mir Puls dann aufschneiden. Ja, und was ist nach dem Festel? Du möchtest das Video singen? Nein, ich möchte das Video nicht singen. Wir haben nur ein Video gemacht. Ja, und dann das hat der Chef mit Movie Maker zusammengeschnitten und mit Comic Sans betitelt. In meiner endlosen Gnade sag so, ja, sag mir her, und dann dauert das Ding eine Viertelstunde. Und das war halt einfach nur, das war... Und das hat er so gezeigt wahrscheinlich. Doch, jetzt musst du hinschauen. Das ist gut, du musst hinschauen. Jetzt hast du nicht aufgepasst. Fick dich, ich hab schon aufgepasst.
Oh Gott, ja, das ist ein Cringe-Fest ohne Ende. Da könnten wir alle in die Kommentare schreiben, was die peinlichsten Festel-Aufführungen waren, das würde mich interessieren. Und dann entweder, weil wir haben eine relativ alte Community, da haben wirklich Leute dabei, die nicht wie mir, was euer peinlichster Aufführungsscheiß an eurem runden Geburtstag oder generell Geburtstag war und wo so daneben gesessen seid und das Mikro hast und euch denkt, oh Gott, bitte lass das enden. Und je mehr, dass ich darüber nachdenke, desto mehr lauft mir Gänsehaut, dass ich nicht mehr weit von so einem typischen Runden weg bin. Und dann theoretisch haben da andere Serien Festel gefeiert. Alter, wenn das jemals eintritt. SpongeBob, Ananas-Drink. Hast du dann schon wieder ausgehandelt? Ja, Logo. Der hat sich da hinter der Flockiani versteckt. Der Flockiani ist so finster, warte, ich drücke noch mit drauf, wird wieder hell. Du hast sogar flockiani.png. Also alle, die nur zuhören, ihr versammt definitiv was. Das ist ein schönes Doppelkinn-Foto. Das schaut aus wie der Bossen aus von Episode 1. Fürchterliche Dinge werden passieren. Flocki machen Gangen zum Menschenfreunde. Ich glaube, der Flocki kotet gerade in den Ganges. Ich glaube auch. Oder er kotet dann innerhalb vom Ganges. Ob dann der Ganges Regenbogenfarben hat? Ah, da muss schon viel koten, das ist schon groß. Der ist schon groß. Da musst du schon schauen, ja. Leg mir mal. Scheiß Festel. Und vor allem, ich finde es ja geil, wenn sie wirklich irgendwas Lächerliches machen vorne. Also wenn sie sich bewusst peinlich aufführen, mit einem richtigen Humor dahinter. Das ist halt ironisch gemeint. Genau, aber dann stehen sie vorne und lesen echte pseudo-lustige Geschichten. Ja, weißt du nur, wie du damals mit 32 mit dem Bullock gefahren bist und dann bist du hängen geblieben und wir haben halt die mit dem anderen Bullock ausgezogen. Genau so eine Geschichte. Wow, super, lustige Geschichte. Das ist so schlimm einfach. Das ist so schlimm. Vor allem dann hat das ist ja immer das Gleiche. Jetzt haben ja dann Volksfeste. Gingen oder haben eigentlich schon angegangen. Lustigerweise, ich war ja letztes Wochenende zum ersten Mal seit Ewigkeiten zweimal heimfallen und habe überhaupt nicht gewusst, wo hinten vorne ist. Und habe dann einen Stream sogar absagen müssen und lauter solche Geschichten, weil ich überhaupt nicht in der Lage war, in den Kasten heute zum Schauen am Feiertag. Und Leute haben vermutet, so, ja, da fangen Volksfeste an, dann bist du krank geschrieben und bla bla bla. Wir waren einfach nur bloß beim Griechen, oder? Wir waren einfach bloß beim Griechen und haben eine Flaschen Uso oder Flaschen Bananenschnaps gesucht. Man muss die Feste nehmen, wie sie fallen. Ja. Egal wo. Aber in die Volksfeste, Betriebsabend. Ja. Hast du da jemals Bock drauf gehabt? Es hat eine Firma gegeben, weil die Leute halt auch wirklich cool waren. Ja. Da waren halt auch viele mit ähnlichen Interessen und so. Das war immer cool, aber ansonsten in der großen Firma, wo ich 10 Jahre war, da ist einigermaßen gegangen, weil die Betriebsabende dann mit der kompletten Firma waren. Der hat ja immer eine Festzeit und so gemietet gehabt. Und dann hast du die erste Stunde hingesessen und die erste Stunde zu deinen Kollegen gesessen und dann bist du halt querfeldein und hast du die Leute gesucht, die du Menge hast. Aber ja, weil zum Beispiel da, wo ich gelernt habe und so, das war nicht nur also Betriebsausflüge und so ein Scheiß, dass du am Wochenende was mit deinen Arbeitskollegen machst. Es ist wirklich extrem selten, dass du, ich sage jetzt mal, mit deinen Arbeitskollegen wirklich gut befreundet bist. Das ist einfach, das existiert eigentlich nicht, wenn man so drüber nachdenkt. Und ich habe den ganzen Tag mit diesen Vollidioten zum tun. Ich mag es schon, das ist schon in Ordnung und so. Aber ich frage euch am Wochenende so auch nicht, ob wir mal eine halbe trinken. Ja, das hat den Grund. 8 Stunden. Weil ich einfach meine verfickte Ruhe haben will. Nicht so von mir auch noch, was weiß ich, nach Berchtesgaden in Bergheim und dann haben wir noch ganz ohne an der Hütte. Ja, das wird super. Und ich bin dann wieder der Buhmann, der sagt, ja, ich bleib zu Hause. Ja, wieso denn? Weil ich die Schnauze voll hab von euch Vollidioten. Und die können ja dann auch nur über die Arbeit reden. Das ist ja das Nächste. Meistens, wenn du mit denen was machst, dann hockst du da. So viel wie die außer von der Arbeit über die Arbeit drin, so viel redet die in der Arbeit nicht über die Arbeit. Was ist mit euch Trottel? Also ich hab da einfach manchmal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen besen so, aber ich glaube, es ist einfach nur wieder mal die Wahrheit. Je länger das die Leute an so Betriebsabenden, da mache ich es auch so, wie du, gehst du eine Stunde hin natürlich, gehst der Gickel, Mackerlob, gehst der Maske, Mackerlob und so weiter, sitzt eine Stunde hin, laufst ein wenig Stand an, ist wieder gut, dann haust du ab und tust selber irgendwas. Aber es gibt ja da Arbeitskollegen und das ist einfach bei 90% der Belegschaft, die bleibt da den ganzen Abend. Ja. Das heißt für mich, da existiert sonst kein Leben. Die haben sonst keine Freunde. Da muss einfach, das ist der einzige Lebensinhalt, ist diese Firma. Ja. Da wo ich mir denke, Leute, why? Das sind dann die Kollegen, die dann sagen, ich kann doch nicht, kannst du schon um 4 Uhr heimgehen, das kann man nicht leisten, weil du behindert bist. Tut mir leid, Thema ausgeschwatzt. Ich habe die gleiche Pensum an Arbeit gemacht, das du jetzt noch, das hast du noch nicht mehr erreicht zu der Zeit. Und wenn du um 6 Uhr heimgehst, dann hast du vielleicht das gleiche geschafft, was ich geschafft habe. Der einzige Lebensinhalt der Arbeit ist, es ist einfach
Traurig. Ich kann es nachvollziehen bei, ich sage jetzt mal, Selbstständigen, da gibt es mir sicher mehrere Beispiele, nageln Sie mich nicht fest, bei selbstständigen Bauern zum Beispiel. Ja, das ist die klar. kennen nicht aus, die müssen, was weiß ich, wann Viecher geführt gleich am Anfang. Wahrscheinlich um 5 in der Früh geht's los und dann kommst du um 8 Uhr auf die Nacht, bist du irgendwann einmal fertig und bist eigentlich noch nicht fertig, aber fällst halt da um. Ja. Das ist was anderes, da gibt es keinen anderen, du hast keine Zeit für einen anderen Der normal Lebensinhalt. depperte Angestellte, der Genau. nur im Büro drinnen sitzt, Genau. für ihn völlig gesichtslosen Menschen arbeitet. Ja. Und das In dann den so meisten Fällen. Und das dann so abfeiern, als war das meine eigene Firma. Ich Ja. kann das nicht erlauben, du kannst alles erlauben, du Vollidiot. Du bist für 40 Stunden, das ist sauber 2, angestellt und mehr musst du nicht tun, du Trottel. Du musst nicht 60 Stunden arbeiten, unbezahlt. Mal ganz bewusst über den oft flapsig dahergesprochenen Satz nachdenken. An die typischen 9-to-5 Büroleid oder Baustellenleid vielleicht auch, das ist ja 9-to-5, sage ich jetzt einmal. Ja, nehmen wir einen fiktiven Namen, Flockiane. Wenn du jetzt nochmal das nächste Jahr so richtig einhängst, dann kann sich der Chef einen zweiten Bentley kaufen. Freilich. Gut gemacht. Ganz bewusst mal über den Satz nachdenken. Vollidiot. Es Aber ist- er lädt dich dann vielleicht zu einem abteilungsübergreifenden Pizzaabend ein. Ja, geil. Aber Pizza musst du selber zahlen. Da geht dann der Klingbeil rundum. Ja, genau. Weil Pizza hat einen 10er gekostet. Du Arschloch! Gegen eine kleine Spende, bitte. Ach, nein. Und du wird der flapsige Satz, wenn es kündigst oder sonst irgendwas, 5 Minuten und es sitzt der Bahn dann dort. Logo. Aus Ende. Das interessiert keine alte Sau, ob. Ach, egal. Da ist immer der Das ist ein Spruch. Hass. Ich hasse zwar diese Bauernweisheiten, aber so wie geheißen hat, der Friedhof ist voll mit Leuten, die unersetzbar waren. Und das ist halt, Die habe ich noch nicht gehört, aber der ist gut. ja, und der ist halt wirklich so, also für die Arbeitswelt ist also besser treffen kannst du nicht sagen, weil so viel Leid, ich weiß, dass ich in der Firma, wo ich lang war, da war ich ja Betriebsrat und mir hat der Betriebsratsvorsitzende da oft Geschichten erzählt, dass die Leute drinnen gehabt haben, die haben gesagt, ach, Betriebsrat und Gewerkschaft, den brauche ich eigentlich nicht und ich bin ja da allein Chef, ich bin ja unersetzbar. Und dann ein Jahr drauf sind sie bei einem mit Rot drin gesessen und haben Rot und Wasser gewarnt, weil sie nicht schaffen, weil sie es auszuschmeißen, die Dinge, die Idioten. Ich habe zwar nie genossen, in so einer großen Firma zu sein, dass es überhaupt zu Betriebsräten kommt. Wir haben ja zwar kurz davor, so ist es nicht, glaube ich, aber da tut natürlich ein Chef auch alles dagegen, dass das irgendwie publik und bekannt wird. Weil da haben sie meistens gar keinen Bock nicht drauf. Das sollte vielleicht öffentlich dagegen widern, dann kann man nämlich ordentlich verklagen. Ach so. Auf die Verhinderung von der Betriebsratsgründung Aktive steht. Verhinderung, oder? Also genau, je nachdem wie schwer, aber ich glaube, dass die Höchststrafe da sogar ein Jahr Freiheitsentzug ist. Also da ist richtig asozial krasses Strafding. Ja, das ist ja richtig so. Also Voll. ist ja richtig so, ab einer gewissen Größe von einer Firma und Mitarbeiter und Verantwortung, wo da dran hängt. An sehr vielen Leben, ja, haben wir schon recht, hey, so ist es nicht. Das ist schon gut so. Ja. Absolut, und es nimmt keiner seine Scheißrechte meistens wahr von den ganzen Weil sich ja Idioten. jeder in die Hosen scheißt so. Ja. Das ist mal wie oft, dass ich so Sachen mitgemacht habe, zum Beispiel bei so Betriebsgeschichten. Da bin ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tief aus dem Nähkästchen geplaudert, aber es ist einfach scheißegal. Da weiß ja keiner, wo du Ich bist. hoffe einfach, das hören die Leute einfach nicht, wird schon passen. Einfaches Beispiel. Da wird die ganze Zeit umeinander gewedert und sie beschwert, natürlich möchte aber jeder mehr Geld und dann wirst du gefertigt mit, ja, jetzt war gerade Corona, ja, jetzt war gerade das, ja, jetzt war gerade Jetzt das ist der und dann war Putin in gerade der das. Ukraine und Ja, jetzt- jetzt müssen wir erst einmal das. Jetzt muss der Online-Shop erst einmal das. Jetzt muss das Geschäft aber erst mal, oh Gott, jetzt bauen wir, bla bla bla, immer so ein Scheiß. 5 Minuten später wird ein Betriebsausflug geplant für 25 Leute, der was weiß ich, wie viel 1000 Euro kostet. Ja. Und in der ganzen Firma, jeder einzelne Mitarbeiter, bloß nicht gegenüber dem Chef, was soll denn die Scheiße und bla, da fahr ich nicht, keine Ahnung. Einmal hab ich's da, einmal. Dann bin ich rundum gegangen und hab mit jedem Einzelnen geschmerzt. Ja. So, was hältst du davon? Findest du nicht gut? Okay, wir tragen uns nicht ein, ja, machen wir nicht, super. Da habe ich mit ungefähr 20 Leute gemacht. Stichtag, stehen 19 Namen drin. Vollidioten. Und ich sitze da und wird dann gefragt, wieso fährst denn du eigentlich nicht mit? So, möchtet ihr mich verarschen, ihr rückgratlosen Wichser? Ja, das Okay, das war's, das mache ich nie wieder. Was meinst du noch, was passiert? Ja. Ich hab's dann auch jedem gesagt, ich hab's am Chef gesagt, keinem da herin passt, dass ihr da hinfahrt. Aus dem und dem Grund. Ich habe überhaupt nicht gesagt, komm, halt sein Mal. Ihr braucht es überhaupt nicht, und wenn ihr euch lang beschwert, geh in Zukunft vorbei und sag, halt deine dämliche Fresse oder sag's ihm. Eben, als Betriebsrat hast du da so viele Sachen, wo Leute zu dir kommen und jammern irgendwas vor und dann sagst du, ja, pass auf, du kannst das und das da. Und oftmals waren das wirklich Sachen, da war überhaupt keine Aggression, sag ich jetzt mal, hinter denen Taten. Wenn jetzt zum Beispiel in der Firma ist es ja darum gegangen, da hast du deine Überstunden nicht zurückgekriegt. Und dann ist er dann gekommen und gesagt, mein Vorgesetzter ist gekommen,
ihm passt es nicht, dass ich nicht so viele Überstunden mache. Und wenn ich befördert werden möchte, dann muss ich jetzt halt noch mehr Überstunden machen, als ich für das Prämiensystem, das dann so eine Art Abgeltung für die Überstunden ist. Da hast du halt dann umgerechnet, was habe ich mir gekriegt für 4 Überstunden, 8 Euro brutto. Und dann hat ihm der aber halt unter 4 Augen, unter der Hand gesagt, du musst noch mehr als dieses Mindestmaß machen, damit du dann irgendwann eine Beförderung von mir kriegst. Ja, sowas. Und dann habe ich gesagt, gehen wir zum Betriebsrat, also zum Vorsitzenden und so weiter, den Typen können wir voll an die Eier haben. Nein, das kann ich nicht machen. Sag ich, was möchtest du denn jetzt? Für was haben wir einen Betriebsrat, ihr Vollidioten? Sag ich, für was kommst du denn zu mir? Sag ich, zum Jammern habe ich keine Zeit. Sag ich, dann gehst du woanders hin, ohne Scheiß. Und die haben halt die haben alle so viel Angst davor, dass sie nie wieder eine Arbeit kriegen oder sonst irgendwas. Und dann lassen sie sich lieber aussacken, verarschen und alles mögliche, anstatt ich sage, was, wo sie geht jetzt. Erstens mal, also so Arbeitsrechtsstreite, die sind ja mittlerweile nichts Schlimmes mehr. Das heißt immer, der Chef kommt dann und sagt so, du klagst gegen mich. Nein, ich klag nicht gegen die, ich klag gegen die Firma, gegen die Gesellschaft, aber nicht gegen die in Person. Das ist aber das, was die Leute, glaube ich, im Knack haben. Die persönliche Ebene meinen. Ja, genau. Und da haben sie Angst, weil dann hast du halt, wenn der merkt sich das, deswegen können wir uns auch nicht aufführen, ohne, weil wir mal halt eine relativ kleine Firma und dann leidet das Persönliche darunter und dann hast du halt, wenn du Pech hast, Hundstag da drin. Da habe ich auch keinen Bock, das ist mir schon klar. Aber was soll ich denn tun? Ja, was willst du tun? Und wenn du dann sagst, nachdem was gekommen ist und du hast dann wirklich Hundstag, du musst ja dann einfach wirklich bewusst mitschauen, was ist jetzt halt anders, was ändert sich, wie wird schlechter behandelt und dann gehst du wieder zum Betriebsrat. Ey, das ist Mobbing dann am Arbeitsplatz, weißt du? Das ist dann das ist auch kein Spaß mehr. Du hast die Leute halt einfach auch, du hast eine freie Handhabe auf die Vorgesetzten und so weiter, so ist es ja nicht, aber es traut sich halt einfach keiner. Was dann schwimmt auch ein wenig mit, kann ich auch ein wenig verstehen, wenn dann in der Firma wird dann bekannt, du bist so einer, da wo dann sofort du willst sofort zum Betriebsrat und sagen, ja, dann führt sich anständig auch für Vollidiot. Ja, genau. Dafür habe ich nicht. Für was jetzt ja, genau, für was haben wir denn gemacht, ihr Trottel? Muss ich mich vor euch lang verarschen lassen, der Hörerin? Das ist nicht ganz dicht. Aber das kapieren, wie gesagt, so wenig Leute. Und ja, dass eine gewisse Angst mitschwingt, das ist immer klar. Da muss der Typ dafür sein, dass du da irgendwann einmal überlegen, wie lange muss ich noch arbeiten und wie lange möchte ich mich verarschen lassen. Oder, genau, so mache ich wieder mal Full Risk. Weil die meisten, also es ist ja, bei uns ist ja auch in der großen Firma damals sind ja viel, haben wir Sachen erstritten und so weiter. Die haben dann noch keine Probleme in Code. Es ist nicht so gewesen, dass du dann der Geächtete bist am schwarzen Brett. Und wenn dann einen Tag und am nächsten Tag haben sie es sowieso vergessen, weil. Ja, hallo, da sind dann, was weiß ich, 5000 Leute umeinander gerannt. Ja, dann hat er der gemalt, dann wird 2 Tage mit dem Finger darauf teilt, wenn da nachher Ruhe ist, dann ist alles so cool. Hey, das ist da, sowas habe ich nie genossen. Also die größte Firma, wo ich jemals drin war, so 20 Leute ungefähr. Deswegen kann ich da nicht so mitschmerzen, wie es jetzt zum Beispiel in der BMW ist. Oder da wo es ja, da kann man 5.000 Leute nicht. Wie viele Leute arbeiten in der BMW? 25.000. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube alle. Gefühlt arbeitet jeder irgendwo in der BMW. Und alle sind im 2.1 oder im 2.4er Werk. Egal, wenn es schmerzt. Das ist alles, was du hörst. Im 2.1 das letzte Mal im 2.4er. Also gibt es andere Werke. In der Montage. Kennst du meinen Bruder oder was? Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe nie nur ansatzweise die Anstalt gemacht, dass ich irgendwo in der BMW arbeite. Auch wenn das als Mediengestalter tue, und dort hättest du richtig fette Kohle verdient. Ja, das glaube ich. War schon gegangen, aber nein. Ja, nein. Automäßig ist es wieder. Erstmal Fernsehgeist aufgeben und jetzt machen wir Autos wieder komische Geräusche. Du musst einen Muselauder dran. Habe ich schon so gemacht. Ja, weil ich schon einen Spätzle spazieren gefahren und dann hat er gesagt, das ist jetzt ein anderes Geräusch. Dann sage ich, was? Also das Problem ist, es ist halt die Art von Geräusch, wo sogar der Laie merkt, da ist kurz vom Abnippeln. Nicht so das Loch im Auspuff, das für Laien als Tuning-Geräusch durchgekannt. Das war bei uns gerade erst. Der größte Auspuff ist der Tuning-Sound des kleinen Mannes. Offensichtlich hat ja jeder Fiat Stilo auf dem Planeten dasselbe Problem. Mein alter Stilo hat ein Loch im Auspuff gehabt, der hat sich angehört, als hätte er 600 PS. Voll geil. Und unser jetziger Stilo, der hat jetzt auch ein Loch im Auspuff gehabt, der hat sich ganz genauso angehört. Hat dann genau der gleichen Steuerloch gehabt und genau dieselbe Scheiße. Wo sind denn unsere Augenbrauen gepiersten Tribal-Tattoo-Träger? Wir brauchen billige Autoschrauber. Gibt's mir einen Autoschrauber, der soll mir richten. Auto. Scheiß Autos, ja. Also ob mein Fernseher jetzt nicht schon gelangt hat, dass der das Zeitliche gesegnet hat. Jetzt wird es langsam teuer. Ja, bitte. Ja. Er hat mir gute Dienste geleistet, meine gute alte 4er Golf-Kisten. Blechkasten. Das war schon 15 Jahre, glaube ich. Ja, ich habe meinen Stilo auch 15 Jahre gehabt und den wir dann gekriegt haben von den Schwiegerleuten, der ist wahrscheinlich auch schon 15 Jahre alt, aber das war halt nur in der Garage umeinander, steht im Feld eigentlich überhaupt nichts. Den werden wir die nächsten 15 Jahre fahren, bis er auseinanderfällt. Ja, ich lasse jetzt. Oder man uns zwingt, dass wir Steckdosen anstecken. Ja, kannst du einfach anstecken. Kannst du einfach, das wird dann schon. Ja, ich bin fein nichts. Sagst du was an? Oder kann ich gesagt, dass ich umbauen will? Leg mir am Arsch, ey. Warum ist das überhaupt so heiß?
Mir rinnt Sauce, aber. Ja. Das ist ja da Strahler, überall, oh, den Strahler haben wir vergessen. Super. Super. Und auf das Arschlochwasser richtig zusammen. Das ist richtig ekelhaft. Und das Getränk da, SpongeBob, Bubble schmeckt Drink, das so? Ananas, ja. Ja. Ich bin froh, wenn es weggeht, auf alle Fälle. Es schmeckt wie ein flüssiger Ananas Chupa Chups. Ich mag jetzt nicht, es ist nicht unbewusst wieder Werbung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Red Bull Cola ist eigentlich ziemlich geil. Ich mag das auch voll gern. Eigentlich ziemlich geil. Ich bin gespannt, wie der Hello Kitty Drink schmeckt. Aber ich bin deswegen saufe das so schnell ein, Schmeiß den, den schmeißt jetzt bitte nicht wieder unter den Tisch ein. Nein, das sauf erst nach Hause. Warte auf Ex. Tornado reingegondelt. Geht das mit einer Dose eigentlich? Keine Ahnung. Keine Ich bin gar nicht 12. Aber wir gestern erst drüber unterhalten über das Trinkverhalten im Alter. Wir werden alle alt, fett, grau. Aber grau ist das neue Schwanz. Blattert. Und blattert. Oder grau. Drum Käppi Oder drin. beides. Oder darum Cap drin. Ja. Sondern wie heißt du, weißt schon, wenn du eine Kappe einfach so noch mehr oberreibst. Ja, das wird jetzt so viel schlimmer machen, wenn es mir Das ausfällt. ist einfach wurscht. Halt doch einfach Das den ist, Maul. mich wundert sowieso auch, dass ich noch Haar am Schellum habe. Ich muss einmal, also ich glaube, öfter wie einmal in der Woche muss ich meine Campe auszupfen, weil da drin einfach ein Bär ist. Und ich frage mich manchmal, warum habe ich noch Haar am Kopf? Ich verstehe es nicht. Ich finde das unfair. Ja, Dreckschwein. nein. Was soll ich machen? Hoffentlich kriegst du einen Hodendreher dafür. Ein Hodendreher. Das ist aber unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Ja, aber Platten ist sicherlich auch unangenehm. Ja, es geht, da kriegst du Ich kenne Sonnenbrand jemanden, drauf. der hat eine Haartransplantation machen lassen. Ich kenne Oh, auch das muss unangenehm sein, leck mich am Sack, Alter. Wow. Ich kenne auch einen, der hat sich, da sind sie am Hinten ausgegangen, dann hat er es hinten machen lassen und als es wieder voll geworden ist, ist es vorne ausgegangen. Weil das sollte man ja eigentlich ein wenig aussitzen, bis wirklich so überall ausfällt. Und also ich kenne eine, die arbeitet beim Hautarzt und die haben dann immer die Leute nachbehandeln müssen. Und die hat gesagt, die meisten machen das so, die fliegen in die Türkei für eine Nachbehandlung. Das ist dann praktisch wie so zum Machen, weil das ist wie ein Urlaub. Da kannst du in ein Hotel einmieten und so weiter. Das habe ich schon Dann machst du mitgehört. die Transplantation und die ist da ja ein Zehntel so viel wie bei uns in Deutschland und dann kommst du wieder zurück und musst einmal im Monat mit so einem Eigenblut-Ding musst deinen Kopf noch bestäuben. Das kostet nämlich 100 pro Monat. Aber das soll ja anscheinend so Das ist aber schweineteuer bei uns. Du musst dir vorstellen, ich glaub, soweit mir das erklärt worden ist, wie das funktioniert, hinten, also die meisten Männer fallen ja hinten unten Toren nicht weg, deswegen kriegen ja meistens alle so einen Kranz. geile Mundkranz. Das ist übrigens, jetzt einmal ein Tipp an alle angehenden Platterten. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, wenn der Bart anfängt zum Wachsen und du hast da die ersten 8 Haare und du meinst, du bist der Allergeilste und das, ja, so lang, lass lang wachsen und tust dann auf Zeiten, dann sieht man es besser. Genau das gleiche Phänomen, glaube ich, gibt es, wenn du Oma Knie kriegst. Das heißt, ja, lass deine Haare und dann gibt es wirklich Leute, die, das ist kein Klischee, sondern die campen das dann da so um mich und so, please don't. Ja. Man sagt das, man nimmt es auch ganz aktiv wahr, nur man sagt halt nichts. Und wenn Please, du Schütthaar dazu nehmen. bitte einfach abrasieren. Schütthaar. Was ist ein Schütthaar? Das ist so Pulverzeug. Also, ja. Du kommst auf den Kopf auf den Pfeffern. Vor allem, wenn du es dann 2 nimmst und wenn es nass wird, dann kann es nämlich sein, dass es vielleicht ein bisschen rinnt und so. Das schaut richtig geil aus. Das ist was für 2 Es schaut einfach immer schlechter aus, wenn deine Haare auch schon dünn werden und du lässt das extra wachsen und man sagt aber halt darunter schon, da ist eigentlich nichts mehr. Ja. Einfach gnadenlos her. Der Schritt ist wahrscheinlich am Anfang ziemlich krass, es dauert nicht einmal eine Woche, dann hast du dich daran gewohnt, dass du jetzt deine Haare rasiert hast. Oder halt zumindest einmal, also nicht das Versuchen zum Verstecken, sondern Ja. einfach, wenn du jetzt sagst, mir fallen es da hinten aus, gut, aber dann lass das Haar trotzdem weiter normal schneiden, weil da hinten sage ich immer, mir ist das scheißegal, das sehe ich nicht. Bei mir wird es erst, wenn es ja vorne komplett licht wird, dann sage ich, dann gibt es Nein, wenn du viel lassen oder wenn ich das wahrscheinlich verstecken, ich kann nicht mitschmeißen, weil ich muss nicht verstecken. Ich darf gerne meine grauen Haare, manchmal denke ich mir schon, Kruzifix, die haben wir schon gescheit graben. Kruzifix ist das schnell gegangen. Ja, das hilft nicht. Hilft nicht. Kannst du mir reinfahren? Nein, warum, man? Was soll denn der Scheiße? Wieso soll man jetzt Tor fahren? Das ist behindert. Diese eitlen Vollidioten, die da meinen, damit, dass dann nur mit 20 jünger ausschauen. Nein, dann schaust du aus wie ein 50-jähriger Vollidiot. Ich bitte um Damenkommentare. Grau ist das neue Schwanz. Danke, das baut mein Selbstbewusstsein auf. Dankeschön. Grau macht attraktiv. Ich hab auf der Seite schon auch graue Ich Haare. will gerade bei Bord wieder haben, gerade. Ja, da kommt bei er mir auch schon. immer schlimmer. Der ist grau und gülden. Ich weiß bei mir, ich hab gute Gene, was die Haare betrifft. Der Bab ist nie blattert, auch nur ansatzweise blattert, waren auch nicht vorne da in die Geheimratsecken, Licht, sonst irgendwas. Aber er war mit 38, 39 komplett grab, also Gerald Grab. Geil, oder? Da habe ich mir auch gedacht, so, Alter, da habe ich nicht mehr lang. Ja, Und es geht schon wirklich krass am Berg ab. Ich mein,
Was auch immer extrem unvorteilhaft ist, wenn die scheiß LED-Strahler auf die Haare aufwichsen, schaut es aus, als wäre ich bloß noch grab. Das ist halt auch nicht der Wahrheit entsprechend. Ja, ist schon. Das ist schon fuck. stimmt. Ich trinke lieber. Erzähl du irgendwas. Heute mal einen Monolog über... Haben wir keine Kommentare mehr zum Vorlesen? Oh shit, wir müssen auf Pause drücken! Flockiani. Das ist gut. Du, die aufgeschwemmte Potzer jetzt. Ich glaube, dass er gerade Regenbogen kotet. Ja, Nice. unglaublich. Ja, Ja, es man ist ja sagt- nicht best gemeint mit den Platten, um Gottes Willen, aber ich möchte euch einfach nur in aller Freundschaft sagen, man registriert's, man kriegt's mit und wenn's, ihr darfst es ja nicht verstecken, wenn's kein Problem damit hättet, einfach weg damit. Oder halt normal tauschen, wie es du sagst. Genau. Ich bin wirklich für, je früher, dass du den Entschluss fasst, rasierst du ab, wärst du 3 Tage da, jetzt hast du dich dran gewohnt, Wahrscheinlich, dann ist ja. er geil, passt und es ist nicht mehr komisch, lächerlich, peinlich so. Ja, ein paar sind nämlich echt, die haben dann schon so wegen Haar. Da Ding lass es einfach bleiben. Ja, Das, das bringt jetzt nichts mehr. das schaut dann einfach, und das registrieren auch Frauen. Vor allem, wenn Beim Sie. Rockabilly-Frisuren, kennst du da ein bisschen so nach vorne und nach hinten dann? So, ich nenne es jetzt einfach mal Rockabilly-Figuren, so diese Elvis Presley-Ding. Und dann- also kurz abrasiert, oben Relativ kurz und relativ lang und dann halt Und dann, so nach dann hinten. haben sie eben spindeldiere Haare, hinten gar keine mehr. Ja. Und dann gehen da 3 Strähnen so hinten und wir denken so, komm her auf, Junge. Und, wenn wir schon bei Frisuren sind, jeder, der sich da hinten oben einen Zopf macht, der soll instant sich sein kleiner Zeher irgendwo anschlagen. Dieser da oben, scheiß aus Zopf da. Den hast du doch nicht. Okay, passt. Musst weiter auf, ausrasiert. Es ist- Haare ja, ich wollte hindrehen gerade sagen, das, Und ja. oben dann so ein Knotenzopf Ja. rein. Das schaut aus, erstens mal wie ein zusammenbundene Milchtüten um. Und was soll, was? es gibt, wenn's, ich hab wirklich viel Haar und dicke Haar. Wie sieht's? Ist da, oh, Ah, es riecht schon mal köstlich. nach was riecht's? Nach Himbeere. Oh. Es riecht aber auch so ein bisschen, als da da eine Epilepsie im Herz kriegen. Ja, leck mich am Arsch. Es gibt, Hast du einen Wodka, dass ich das was draufsteht? hätte ich da. Wenn ich jetzt allerdings einen Wodka rieche, dann scheiße daher. Ja, Mann. Ein Oktagon von Florian da so her. Oktagon von Florian. Oktagon von Florian. Remy Monster? Es gibt, du musst optisch der Typ dafür sein. Es gibt so die typische Wikinger. Ich muss da über einen Ja. Lockbrock-Dinge. Wenn's so dicke Haare hast, dass du es da an der Seite ausrasieren kannst, dass du da noch so viel Haar hast, Ja. dass du Dreads draus machst und die dann hinten zusammenbunden hast. Das ist ja wieder dann was kann anderes. das ganz cool ausschauen. Bart dazu. Genau, wenn du einen fetten Vollbart hast, wenn du nicht ein kleiner Krieger bist, sondern wenn du dann einfach der Typ dafür bist, dann kann das ganz cool sein. Aber 9 von 10 sind es halt nicht. Ja, leider. Gibt nicht viel. Da gibt's nicht viel. Das letzte Mal war ich einen Döner holen und das war auch gerade in der Zeit, als die Schule anscheinend aus war. Und da waren da ganz viele so schulpflichtige Ja, Kinder. dann tut man viele Sachen, die nicht gut sind in der Schulzeit. Leck mich am Arsch, was ist mit euch? Also, falls wir schulpflichtige Zuhörer haben, was ist mit euch Haar? Was passiert da? Was mir ganz krass auffällt bei den Buben, so viele haben die scheiß Saftig-Frisur. Letzte Woche Ja. haben wir noch drüber geredet, aber das ist so Vierer-Camping so Ja. und dann einfach ins Gesicht sein, aber ich denke, sag mal, hat sie alle geistig behindert, was soll das sein? Und alle, oder dann Da Wischi bei mir daheim mit dem Ding. Lokal noch dazu, ist auch nicht mehr so. Ja genau, das sind so kleine Luckerl-Hamster. Aber ich denke, was ist denn das für eine Arschlochfrisur? Geh mal auf, ey. Mag einfach nur meine Faust einstecken. Einer hat so einen Havelschnitt gehabt, aber der hat ausgeschaut, als darf der Wind von hinten nach vorne voll blasen. Die haben die Jetzt war Emo-Frisur. das so auf der Seite. Nein, das war nicht direkt so Emo, weil es war nicht so hingekriegt, aber das war dann so nach vorn, so geschnitten und da dann so und alles so gerade oben. Also, ja, keine Ahnung, so stellst du dir eigentlich einen Russen vor. Das ist eigentlich schön. Momentan, ja gut, es sind ja nicht alle Russen und so, das ist mir schon klar. Trotzdem, glaube ich, darf man aus Versehen einmal sagen, fickt euch, zumindest die bei den Russen daheim hocken und da Sachen in diversen Ländern machen, ihr abgefuckten Kanisterköpf! Da geht's mir So. auf den Trottel-Scheißsack. Und dann Eradicate. rennen sie miteinander, machen pro Putin-Demos bei uns, wo ich sage, ja, pro Knirschheim-Demo gibt es da. Beziehungsweise pro Knirschheim-Bruch. Da gibt es doch auch dieses Meme, wo es sind doch gerade irgendwie Wahlen in der Türkei und so weiter. Da gibt es sogar diesen Meme, wo Türken in einer Wohnung in Berlin hocken und im Internet schreiben, wir super toll, ein super tollstes Land und einer Ja. Präsident ist. Da hat heute schon, glaube ich, ein Meme gemacht, was geheißen hat, 95% der in Deutschland lebenden Türken wählen Erdogan, muss ganz schön einfach sein, ihn zu wählen, wenn man nicht damit leben muss. Ne? Ja, keine Ahnung. Das wird Ist aber wiedergewählt jetzt. Okay.
Hast die Stichwahl jetzt gewonnen? Da wird doch abschissen von vorn bis hinten. Da weiß ich gar nicht. Gut, ob die echt sind oder nicht, das weiß ich auch nicht. Ich bin nicht daneben gestanden. Also es gibt mehrere amateurhaft gefilmte Hochkant-Videos, wo einer in dem Wahllokal drin steht, hat einen sicheren Stoß, Zegel da, Stempel und wirft es in die Turne ein. Bei denen ich wieder keinen Ausweis kontrollieren und keinen Namen und sonst irgendwas, dass dein Name, ein Ausweis, eine Stimme, da bin 10 Zettel mit dem Kreuzel gekommen, ja, dann haben die 10 Stimmen. Ja. Was ist denn immer? Ach, gekommen. Ganz ehrlich, dann gehört es einer nicht anders. Was soll ich machen? Gehen wir leider nicht aus. Was soll ich machen? Ich hab nicht gewählt. Es ist sowieso, haben das Türken, vielleicht haben wir ein paar Türken, die uns das erklären können, keine Ahnung. Ihr habt ja da und die haben eine doppelte Staatsbürgerschaft, die oder? Haben zwei, und dann haben sie das Recht, bei uns zum Wein und da uns zum Wein. Genau. Das ist auch nicht richtig. Finde ich, es ist irgendwie seltsam. Ich verstehe die Intention dahinter nicht, dass ich in einem Land wählen möchte, in dem ich nicht mehr lebe. Außer ich habe vielleicht vor, da wieder hinzuziehen in naher Zukunft, dann lasse ich es mir eingehen. Aber wenn ich jetzt in Deutschland lebe und mir die Staatsbürgerschaft da hole, weil ich da bleiben möchte, für was will ich dann in einem anderen Land, das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist ziemlich einfach und zu vor allem halt dann, warum will ich dann einen Deppen? Was ist das schöne Land, in dem man leben kann und arbeiten kann, Deutschland oder Türkei? Ich habe in der Türkei noch nicht gearbeitet, ich weiß nicht. Ja, ne, aber wahrscheinlich bei uns da. Da gibt es schon ein tolles Sozialsystem und so eine Geschichten, das gibt es da, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht so. Und dann ist aber, was ist das schöne Urlaubsland, um seine Rente darin zu verbringen? Ja. Gut, das so, dass ich hergehe. Aber dann darf ich da aber auch eine Regelung machen, dass man halt in der Zeit, wenn man nicht nachweisen kann, wann man zurückgemächt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt darfst du dann in dem Land nicht weinen, weil du lebst ja da jetzt nicht. Erst wenn du sagst, ich möchte jetzt auch, dass ich in die nächsten 3 Jahren wahrscheinlich wieder auswandern werde, dann kriegst du Wahlberechtigung, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber eben die Leute, die jetzt da wohnen, die dann nicht das mitmachen müssen, was halt da an Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Eingrenzung und so weiter passiert, die haben auch kein Recht, dass die da weinen. Das ist ja auch erwiesen, dass da Journalisten voran werden, die einen Erdogan kritisieren. Ja, was ist das für Art und Weise? Da brauche ich doch gleich gar nicht weinen. Ja. Und deswegen ich verstehe, aber vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht haben wir Zuhörer, die das erklären können, warum, wo dann das Sinn dahinter ist. Vielleicht, und da braucht es ja keiner Schauen, mich interessiert es halt wirklich, warum? Vielleicht Verwandtschaft im Land, dass die dann sagen, hey, wir wollen das und das bitte. Wir sind pro Erdogan, weil von daheim aus auch. Ja, aber das ist doch auch irgendwo Wahlbetrug, so auf einer anderen und es ist ja Bullshit. Irgendwie. Es ist Bullshit. Das ist jetzt ich in Amerika, weil warum? Was hat das bringen? Ich bin da ja nicht. Ja gut, wenn's... Und ich kann Fax sagen, also ich hätte eigentlich schon ein bisschen Wahlbeteiligung. Ich kann meinen Namen schreiben, auf Englisch. Ich kann ja tanzen. Das würde mich interessieren, was da die Intention dahinter ist, dass man bei uns da lebt und nicht bloß 1-2 Jahre, sondern wirklich da lebt, aufgewachsen ist, aber trotzdem unbedingt da hinten weinen muss. Jetzt egal, ob ein Erdogan oder den anderen, ist ja vollkommen wurscht. Aber allein die Idee dahinter, warum möchte ich wo weinen, wo ich nicht lebe, das verstehe ich auch nicht. Das würde mich interessieren. Antwort wo? Türkenteufel, wo? Wie da so viele Türkenteufel da in Land geben, da muss ich mir einen fragen. Fuf! Erklär's mir, schreib mir auf Facebook. Ja. Fuf, erklär! Wobei dem das wahrscheinlich scheißegal ist. Das ist der geilste Türk, da man dann in jedem Volksfest tracht von unbesund mit der Lederhose und denkst du so, das ist ein Türkenbuffet. Dann kommt er her und schmatzt halt wie ich. Und ich so, das passt optisch einfach nicht zusammen, du bist gleich, ja. Und dann Masseneingondeln. Geil auf. Pfui Teufel. Der Pfui Teufel von Masseneingondeln. Ich weiß nicht, ob ich das am Massen eingondelt. Ja, ich muss sagen, das Weinfest hat mir gut gefallen. Da waren zwar auch ein Haufen Leute da wieder mit der Biergarten und den Schwester heute mal. Aber es hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten und es war mir irgendwie wurscht. Die waren nicht so besoffen, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Und im Volksfest ist halt einfach jeder besoffen. Und da bin ich auch besoffen und dann sage ich wahrscheinlich Sachen, die ich sagen das passt schon. Ja, okay, das passt schon. Das sagt man wenigstens die Wahrheit. Wenn mich jemand kennt, dann muss er damit rechnen, dass irgendein Scheiß kommt. Das ist dann auch mein Business. Ja. Ich muss sagen, in der Psychologie hast du ja, man kann nichts dafür, wie der andere auf deine Aussagen, was der dafür empfindet. Dafür kannst du nichts. Also wenn du dann sagst, du fetter Hurensohn, verpiss dich, weil er keinen Bock drauf hat, dann kannst du nichts dafür, wenn er gekränkt ist. Dann ist das eigentlich auch keine Beleidigung. Nein, das ist dann einfach nur dein persönliches Empfinden, dass er ein fetter Hurensohn ist. Und das heißt, es ist unser Freifahrtschein, alle so zu beleidigen, wie wir wollen. Genau. Okay. Und dann lassen wir uns nur eine psychische Krankheit diagnostizieren und sagen, 80% vom Staat jetzt. Geht's, Bürgergeld wo? Bürgergeld wo? Da kriegst du einen Vogel. Ja, ich werde vielleicht ins Wohlstand verfolgt, das werde ich jetzt vielleicht dann schauen, das ist ja nächste Woche. Und da ja bin ich aufgewachsen bin, schaue ich, dass ich zumindest immer einen Tag noch mitnehme, aber
Es ist auch nicht mehr das, was es einmal war mit den Leuten. Da haben wir schon einmal gedacht, wann ist es jetzt? Das ist nicht ab morgen, sondern ab morgen in der Woche. Ja genau, ab morgen in der Woche. Da sitzt heute ist Donnerstag, oder? Heute ist Dann ist es ab gestern in der Woche. Ich glaube, das ist immer am Tag vom Feiertag. Ach, das fängt da irgendwie am Mittwoch, oder? Weiß ich noch. Ex-Verein gerade im Vorstoff. Nur deswegen weiß ich es. Ist das Rangel geschickt? Nein. Seht ihr? Nein. Waren wir noch zu jung. Ja, okay. Haben wir noch gesagt, für Teufel, das ist ja nichts. Fit Davy. Ja, aber lauter muss los. Aber lauter muss los. Keiner gewusst, wie gut das Rangel ist. Da bin ich hoffentlich, nicht hoffentlich, ja gut, nächsten Mittwoch bin ich noch da. Und dann geht's ab in den Urlaub. Da wird Cocktails reingegondelt. Habe ich gestern auch noch. Und geschnorchelt wird. Und ich habe mir Actioncam gegönnt, sogar. Ich bin gespannt, ob es mir die auch davon schwört. Nimm da nicht so als Ersatz mit. Ich werde meine Ersatzbrühen mitnehmen, ja, und ich werde nicht einen Schritt ins Meer tun mit der Brühen auf. Nie fucking wieder. Das war deiner Urlaub. Kruzifix, das bin ich immer noch lästig. Ich merke so einen Griff gekauft, der schwimmt und so, und da liegt es und orange umeinander leicht, damit man sich auch nicht verliert. Schauen wir mal, was das Ding kann. Bin ich gespannt. Und morgen fängt der Diablo-Marathon an. Morgen ist Release. Zu dem Zeitpunkt, wo die Folge gerade kommt, die werde ich mir diesmal ausnahmsweise sogar selber nicht nur einmal Kontrolle anschauen, weil da werde ich wahrscheinlich gerade in Diablo 4 hineinsuchten, wie geistig Behinderte. Wenn wir zwar, dann läuft das Ding. Du musst eigentlich gerade wie ein Flug hier kontrollieren. Der mit seinen geistigen Aussätzen, das kannst du nicht alles das stimmt. Da war ich schon oft einmal davor kurz, dass ich ausschneiden muss. Das verstehe ich, ja. Piepser drüber liegen muss. Ich sitze auf und denke mir, oh Gott. Das ist jetzt, hat er das jetzt echt gesagt? Das ist ja wirklich so dumm. Himmel vor der Flocki auch nicht. Ja. Ich hoffe, dein Poloch geht's gut. Himmel vor der Schau, Himmel vor der Schau, weil du es nicht glaubst, wenn du es nicht so jetzt siehst. Ich glaube, er sagt auch nichts. Der wird auch nichts mehr singen aus Feuchttücher im Moment. Ja, wünscht mir der Flocki auch eine gute Besserung. Wobei jetzt zum Zeitpunkt des Erscheinungsdatums der Folge, da glaube ich jetzt ein Press F für Flockianes Arschloch, oder? Ja, Press F für Flockianes Schließmuskel Syphilis. Habe ich gerade erfunden. Der Bergdoktor hat ihn übrigens krank geschrieben. Genauso wie mir am Montag. Warum schreibt mich gut genommen? Brauchst du was sagen? Kriegst du auch eine Krankmeldung? Gib. Was schreibe ich rein? Behindert. 99% behindert. Yeah. Ich darf hier parken. Oleg. Ich hätte noch halbwegs. Ja, das ist wieder so fast schon ein seriöses Thema, aber es war im Twitter drin. Und ich mir denke, das ist vielleicht gut für dich, weil du magst, du bist da irgendwie. Halt doch dein Maul. Und zwar, Achtung, Format! Der Twitter-Trend in den letzten. Ja, 10 Tage, ist mir wurscht. Scheiße. Und zwar Hashtag Bargeld auf Twitter ist getrendet. In den letzten 2 Wochen irgendwann habe ich es rausgekriegt. Und dann gibt es also ein bisschen die Panik und die Leute, die unbedingt verhindern wollen, dass man das Bargeld abschafft. Ist das gut oder schlecht? Da ich sowieso nur mit der Karte und PayPal zahle, ist mir das vollkommen scheißegal. Und die Panik haben, sind die wahrscheinlich ganz nicht schwarz arbeiten und Angst davor. Ich habe mich auch schon mit jemandem unterhalten und so halbwegs überzeugen habe ich mich schon lassen, dass mir eigentlich auch wurscht ist. Ich habe fast nie Bargeld mehr. Ich zahle es mit der Karte, was mir einfach wurscht ist. Ja. Und dann kommt natürlich der Büffelschmerzer, bis du ja, wenn du nichts zum Verstecken hast, dann brauchst du ja nicht, oder? Aber da geht's, viele kommen mit dem Argument so, du wirst ja dann in allem kontrolliert. Und ich unterstehe einer jetzt da nicht, das führen uns bloß einer, mit uns noch krasser kontrollieren können und irgendein nächster Step ist dann, wie es bei den Chinesen läuft mit dem Social Credit System und so. Aber es ist ein Baustein in diese Richtung. Und wenn die Bausteine und die Werkzeuge alle mal da sind, dann rutscht man halt vielleicht irgendwann mal in diese Richtung und das will ich nicht. Nein, das möchte ich auch nicht. Und wenn dann müsste halt auch erst einmal alles bei uns so hergerichtet werden, dass man wirklich überall kontaktgeldlos zahlen kann. Weil ich denke mir jetzt allein, wo war ich? Zweidorf, glaube ich. Ja, genau, Stopplotz. Dann habe ich nur noch 90 Cent gehabt, damit ich da was in die scheiß Automaten einschmeiß. Hätte man damit man kann zwar schon kontaktlos zahlen, indem man sich eine App runterlädt, aber soll jetzt mir jede verhulte Drecksstadt eine App runterladen, bin ich behindert, weil kann man keine bundesübergreifende App machen für die ganzen scheiß Automaten? Nein, geht nicht. Da habe ich gedacht, knapp eine Stunde darfst du da bleiben, halbe Stunde überzogen, 20 Euro Strafzettel gekriegt für die Kackpratzen. Und da denke ich mir dann, da war ich eigentlich ganz froh drum, wenn es halt einfach eine App geben darf, wo ich da sage, das kannst du immer per PayPal machen oder sonst Ding gibt's nicht. Weil man schon wieder geholfen braucht. Wenn es halt mit der Girokarten geht. Jeder hat eine Girokarten. Ja. Jeder. Normal schon. Und wenn man das halt irgendwie so zentralisiert, dass man nicht, kann ich jetzt bei der Bank was abheben oder kann ich da zahlen ohne Gebühr, bla, den ganzen Scheißdreck. Also das war schon ziemlich einfach machbar, glaube ich. Als Bargeld auszugeben. Es war jetzt nicht mehr. Definitiv machbar, ja. Das schon aber du weißt wie zügig die
im Mühlen bei uns mahlen. Das ist ja gut bei den Chinesen, ich weiß nicht, wie das bei den Chinesen gelaufen ist. Bei denen gibt's bei denen noch Bargeld? Ja, glaub schon. Weiß ich nicht. Aber bei denen gibt es ja zum Beispiel dieses Social Credit System. Jetzt, wenn du dir vorstellst, das ist halt ein ziemlich rabiates System. Ich war noch nicht hinten, aber was man halt liest und was man hört. Du hast ein Social Credit System, das ist, sagen wir mal bei 100, dann bist du der super tolle Superbürger und dann gehst du her und sagst irgendwo neben deinem Handy, der Mao Zedong oder was weiß ich, ist ein totales Arschloch, plopp, minus 10. Du hast bloß noch 90. Und unter 95 kann ich Gürtel mehr kaufen. So ist es. Oder kannst du mal bei McDonalds zum Essen gehen? Ja? Muss man mal lesen, das ist hört sich spannend. Das ist einfach völlig gestörte Scheiße. Ja, voll, das ist halt, das ist jetzt total übertrieben, wenn ich neben meinem Handy sage, Mao Zedong, bla. Ja, so aber halt, gar nicht. Du bist zum Beispiel nicht zahlungsfähig, irgendwann einmal, wie bei uns dieser Schufa-Scheiß, dann wirst du overgerankt und dann kannst du mal zum McDonalds gehen, kannst du bezahlen. Sowas zum Beispiel. Das ist so. Voll gestört. Genau. Und jetzt, wenn es dann nochmal, keine Ahnung, dann geht es irgendwann so weit und die Chinesen ist zum Trauen, du schimpfst über deinen Diktator, den du da hast, und Social Credit bei 50 und ab 50 kannst du Auto nicht mehr tanken. Mhm. Dann kannst du kein Benzin mehr kaufen. Oder halt wird der Strom abgestellt. Lauter so ein Scheißdreck, was dann möglich ist auf einmal mit dieser digitalen Geschichte. Wenn es gar kein Bargeld mehr gibt, da bin ich auch dagegen. Das ist nicht gut. Ja, komplett. Wie gesagt, prinzipiell ist mir irgendwo wurscht, aber ich sage, ein besseres Gefühl, glaube ich, hätte ich auch einfach, wenn du weißt, das funktioniert ja nur mit Bargeld. Ja, ich schon auch. Natürlich kann man damit Schwarzgeld handeln oder treiben und das interessiert den Staat, natürlich, das ist mir schon klar. Ja, natürlich hat er vielleicht aber dafür sorgen, dass ordentliche Löhne zahlt werden, dann braucht man nicht so viel Schwarzgeld. Ja, komisch, das ist eine ganz verrückte Idee. Entschuldigung. Ganz eine verrückte Idee. Verschwörungstheorie. Ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber ich glaube auch, dass, ich habe nämlich auch mal, da waren wir auf einer Rhetorikschulung und hat eine Rede gehalten über das Thema. Und sein Argument fand ich ganz gut, weil er war so der Meinung, dass man Kinder damit eher nur das Gefühl für Geld vermitteln kann. Wenn du einfach in der Hosentasche mal Geld hast und so weiter, du hast einfach anderes Gefühl zum Geld als eben Karten hier, Karten da, Paypal, zack und so. Und dann schaust du, was, ich habe 8.000 Euro Schulden gemacht, ich habe keine Ahnung, ich habe 14 Abos abgeschlossen. Ja, mit was, ne? Nur weil man, was weiß ich, aufblasbare Pokémon-Drachen zum Bumsen kauft. Das, wenn wir schon bei dem asiatischen Thema sind, tatsächlich gibt. Es gibt spätestens wenn man irgendwas umeinander googelt, ich weiß nicht, was die perverse Sau wieder gesucht hat, und ist dann von Drachendildos, die habe ich tatsächlich schon kennt. Alexa, bestelle Drachendildos. In Pink. Und dann ist er weitergekommen auf eine Seite, da kannst du dir aufblasbare Pokémon kaufen, die dann entweder ein Dildo dran haben oder eben dann ein Loch. Dann hat er mir ein Bild geschickt, dann steht da so Glurak da mit Titten, ein Dragoran ist da auf dem Rücken gelegen mit riesigen Titten vor das Loch, ein Lapras, wo sich dann eine Frau hinten draufsetzen kann auf dem Bugel. Kosten um die 600 Euro. Sind die aufblasbar? Ja, anscheinend sind die aufblasbar. Halten die dann was her oder ich weiß auch nicht, die werden ja hergewerkt. Sagen wir, was es ist. Ich weiß es nicht. Das würde mich schon interessieren, also so ein Material, als die sind. Ja, also Glurak ist eine Maschine. Es gibt auch so fast Real-Life-Puppen. Ja, also die kosten ein paar tausend, Mann. Die kann richtig schweineteuer. Aber das schon check, gerne. Ja, du kannst einfach deinen Pornos da auslassen. Ja, Glurak. So, der hat Zeit lang in die Kommentare eingeschrieben, dass ich schon lange nichts mehr über Pokémon verzeiht habe, weißt du? Steht da aufblasbaren Glurak mit Titten und Bumsen. Geil, aber aus nicht aufblasbar, ich meine aus voll Silikon. Ja, so richtig. Den Arm, den sie mit dem Kran einheben müssen. Und der stöhnt. Ja. Für den man es da haben tun muss und dann sagt die ganze Stadt, wie er in sein Zimmer reinkommen wird und da ist er dann. Da brennt er dann auch der Schwanz von ihm. Der glaube auch, ja. Richtig Glomanda-Style. Alle. Aber ich weiß, was ist mit den Liedern auf der Welt? Ja, es gibt so, das ist eigentlich noch harmlos. Ja, seien wir uns ehrlich, es ist eigentlich von mir aus fegelst ein in deine geschissene Glurak-Puppen, ist mir wurscht, Alter. Ist mir wurscht, keine Ahnung, andere scheißen sich gegenseitig ins Maul und finden es geil, ich weiß es auch nicht. Da ist der Glurak eigentlich noch relativ... Daheim, was wollt's? Ja. Also jeder soll sein, wenn einer für sich, ich sage immer, es ist ja irgendwie sogar fast ein wenig beneidenswert, wenn einer für sich so was entdeckt. Was unfassbar krass scharf macht. Oder was man halt auch wirklich, wirklich erfüllt, sagen wir mal, und befriedigt und so weiter. Außer es geht um Kinder, dann hört der Spaß auf. Das haben wir natürlich raus, genau. Ja. Aber ich meine jetzt dieses, was du da mit deinen Verwendungen machst, wo du keinem anderen schadest und du selber ultimativ glücklich damit bist, das ist eigentlich... Ja, das ist das Life-Goal. Genau, es ist irgendwie beneidenswert. Du sagst, das macht dich glücklich und egal, wo du dann reinbummst, das ist...
Solange sie eben keine Kinder sind, ganz klar Sache. Außer bist du Onkel Werner, dann hast du einen Freifahrtschein. Onkel Werner, Freifahrtschein für fucking alles. Du darfst sogar Glumanda in Entwicklungsstufe 1 zusammenhauen. Ja, ich darf mal das Relax abstellen, das ist so Heidi Klumpen-Pokémon. Das ist ein Klumpen-Pokémon. Das ist eine Schweich, weißt du? Ich hätte gerne einen Pika. So ein Flashlight Pikachu. Aber ein bisschen mit so einer Statik drin, dass du ein bisschen aufhört. Der wegen bratzelt, wenn es da genau. Das ist ein bisschen so. Pika. Was haben wir noch für Pokémon? Drosana, da ist schon ein Knall. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich ziemlich schlecht, weil ich glaube, ich mir das letzte Mal mit den einzelnen Pokémon-Viechern wirklich nur zu Rot, Blau und Gelb-Zeiten noch. Ja, Drosana war die von der ersten Generation mit den blonden Haaren und dem roten Kleidel. Ja, weiß ich noch. Ich habe aber immer nur, ich habe nicht die echten Battle vor Augen, sondern halt wirklich die Gameboy Pixel Battle, deswegen ja, die auch nicht so mittelmäßig scharf. Aber da kann man, ist fappbar, kann man sagen. Kann man. Ja, in Dortmund frisst der Teufel tot. Ja. Oder gar nichts. Oder Scheiße. Oder Scheiße, ja. Oder Flocke. Das ist. Vielleicht kotet er gerade. Ich kann aber auf alle Fälle dann nur die Battle von den Pokémons da schicken. Vielleicht haben sie die Qualität, dass man es irgendwie ins Video kurz aufblendet. Und wenn es nicht geht, dann müsst ihr mal googeln. Stimmt, das war eigentlich, Achtung, Clickbait für alle Audiophilen. Jetzt wird es gefälligst Videophil. Ich blende hier Bild ein. Na, tue ich wahrscheinlich nicht, weil sobald du weg bist, werde ich den Podcast zusammenschneiden und dann ist fertig und dann ist Urlaub. Bei der Abschiedszigaretten schicke ich es dann gleich noch durch, weil ich hab die noch gespeichert. Das ist okay. Weil ich vielleicht ab und zu mal... Das ist okay. Okay, Birger, mach so. Damit ich den Audioausschlag sehe, weil die Scheiße schauen wir jetzt halt nicht nochmal an. Bild einfügen. Sehr gut. Jetzt machen wir die Hello Kitty auf. Oh, ist da noch was drin eigentlich? Nein, da ist nichts drin. Jetzt der mal auf Zeiten. Achtung. Hello Kitty Soundeffekt. Oni-chan. Zuckerschock. Schmeckt irgendwie wie ein Kinderprosecco. Das ist irgendwie komisch, gell? Irgendwie, da ist da keine Kohlensäure drin? Ja, ein bisschen auch nicht. Das ist relativ... Also da kehrt die da nicht eine, sondern es ist so leicht eine. Ja, damit sich die Kinder das leicht eingondeln können, keine Ahnung. Made in Austria, kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Mit Himbeer und Feijoa-Aroma. Was ist Feijoa? Spricht man das so aus? Feijoa. Gibt es da nicht Inseln, die so heißen? Nein, das sind Färöerinseln. Pharao-Inseln. Pharao-Inseln. Also ich wusste, was Hello Kitty für ein riesiges Franchise ist. Ja, also nein, eine Zeit lang nicht. Du hast wahrscheinlich auch auf Netflix. Auf Netflix habe ich es mitgehört. Ich habe die raten ja dann ein paar Zahlen, aber da habe ich mir gedacht, so, was, Moment mal, wie bitte? Ja. What? Das ist gestört, was das für ein riesiger Markt ist. Ich denke, das ist einfach bloß eine kleine Miete, was ist die Scheiße? Das ist noch eine der Shows, die Netflix zum Teil gerechtfertigt hat. Das der Toys That Made Us war das, gell? Ja, da haben wir vorher mal kurz drüber geredet, gell? Es gibt halt natürlich, mehrere so Dokumentationen da drauf, die Dokutechnisch ist gut, ja. Aber Serienproduktionen von Netflix selber haben so unterirdisch schlecht, dass einfach leider Gottes Schmerzen verursacht. Sweet Tooth angeschaut? Nein. Da war die erste Staffel, die war nur recht geil, die zweite daher ist wieder durchwachsen ist davon. Das ist eigentlich ein geiles Universum. Aber wie wir vorher schon geredet haben, die One Piece Serie, da bin ich. Das wird so, glaube ich, auch noch. T-Shirt da noch, ja. Ja, genau. One Piece. Das wird bei der einen alleine, wo keiner gesehen. Na, da zu mir alleine. Sehr schön. Ohne Pise. Ja, ohne Pise. Ohne Pise. Ja, die Serie kann ein bisschen so der Scheidepunkt bei mir werden, ob ich mich von Netflix trenne oder ob es bald, weil ansonsten einfach nichts mehr läuft. Anime-technisch waren sie gut aufgestellt, aber ich habe Crunchyroll, ich brauche kein Anime mehr auf Netflix. Es ist wirklich so, also One Piece, glaube ich, wird bei mir der Scheidepunkt der größte. Der letzte Sargnagel war bei mir Resident Evil. Ja, du bist im One Piece Game auch nicht so drin, gell? Nee, ich mag's wirklich, aber ich bin jetzt kein so Fan, wo ich sage, wenn sie die Serie verkacken, dann rege ich mich natürlich auf, weil ich mir denke, ich hätte gerne eine gute Serie im One Piece Ding. Dann rege ich mich natürlich auf, denke ich mir so, Kruzifix, ihr Wichser. Und wenn er noch nicht da ist, die schaue ich mir mit Sicherheit auch. Aber ich stecke jetzt nicht in die, wie viele Folgen gibt es? 1200, 1400? 1300 sind wir jetzt, glaube ich. Nein, 1100. Ich habe so oft damit angefangen. Immer wieder von vorne angefangen und schaffe dann 100, 200, 300 Folgen und dann liegt es wieder 3 Jahre umeinander. Dann denke ich mir in 3 Jahren wieder, jetzt bin ich bei Folge 300 anfangen, kenne ich wieder keinen Stecker nicht aus. Wobei es wurscht war. Also da blickst du schon noch durch. Weil ich mag ja den Zusammenhang, weil das wirklich eine durchgehende Geschichte von Anfang bis Ende ist. Aber es sind immer so abgeschlossene Arcs. Deswegen ist es immer, wenn du jetzt sagen wir mal die ersten, den einen so einen Arc fertig anschauen darfst und jetzt in 3 Jahren das nächste anschauen, dann bist du storytechnisch nicht raus aus dem Ganzen, weil da hast du dazwischen noch ein bisschen Filler, bis zu dem nächsten Punkt gekommen.
dann kannst du eigentlich... Da möchte ich einmal, dass auf Crunchyroll, kann man auf Crunchyroll das Intro überspringen? Und den Abspann? Du kannst den Abspann kannst du gleich skippen, wenn du auf nächste Folge klickst, aber das Intro kannst du nicht überspringen. Aber du kannst halt, also ich hab's auf der Playstation, da funktioniert das echt schön, weil du in so 10 Sekunden Dinger springen kannst. Ist zwar jetzt nicht die Luxusvariante. Ich wollte gerade sagen, ich möchte die Luxusvariante, dass das ein zusammenhängendes Ding ist. Ich sehe, da ist Folge gut, aber ich mag nicht einfach alle 20 Minuten mir die 2 Minuten Intro anschauen müssen. Ich will einfach nicht. Das ist am Anfang ist schon ganz cool, vielleicht auch einmal am Abend, aber dann möchte ich durchbingen wie ein Behinderter. Wenn es da ein nice Little gibt, dann ist es auch wieder cool. Ja, dann kann es wieder einer, aber ansonsten. Die scheiß Anime-Intro-Little sind teilweise, japanische Pop, da ich mir nie mehr so hören, aber das Little ist geil. Ja, weil es der Verbindung zur Serie hast, glaube ich. Darum, ja, ansonsten darf ich mir das nie hören. Es gibt von der Trigun Stampede. Trigun ist ziemlich gut. Da ist jetzt eine neue rausgekommen, eine neue Staffel, Stampede heißt die. Also sehr das ist aber das Remake, oder? Es gibt ja eine ganz alte Anime. Genau, ich weiß aber nicht, ob das direkt der Remake ist, weil die alte ist so lange her, dass ich die Geschichte nicht mehr gewusst habe. Aber der Anime-Stil ist ein bisschen gewinnungsbedürftig, aber geile Geschichte und wird richtig gut. Und die haben ein Intro-Little, das habe ich mir sogar in meine Lieblingssongs mit eingeschmissen. Das ist tatsächlich ja, sehr gut. Kommt vor. Aber ich hätte halt einfach gern durchbingen. Und einfach nicht 2 Minuten Intro von einer 18-Minuten-Folge. Da wo ich sage, Alter, das sind 10% nur Intro-Lied. Dann noch das Gleiche. Dann noch Abspannlieder, 1,5 Minuten. Dann einen Ausblick auf die nächste Folge. Genau. Und dann hast du die effektive 17 Minuten Folge. Ich denke mal, das ist ja in Ordnung, wenn das im Fernsehen läuft und so, aber bla, aber ich mag jetzt. Und das war die beste Erfindung war, beim Streaming war echt dieser Intro-Überspring-Button. Aber den hat Crunchyroll leider noch nicht drinnen. Auf alle Fälle hat Netflix-Serien, also vor allem die Eigenproduktion, hat für mich Resident Evil gekillt. Es war so, also abgesehen davon, von der ganzen Vogue-Scheiße, die da drin ist, von den Lesbendichter, eine ist schwarz und ist weiß, der Wesker ist schwarz, was ist das? Und in der Nacht brechen sie zwei Lesben, stimmt, vegan ist auch noch, und das kleine Lesben-vegane Transgender-Kind, keine Ahnung, bricht einmal schnell in der Nacht bei Umbrella ein, hat das einen Scheiß, wenn ich das ist, so ein hirnverbrannter Dreck, ich flipp aus. Aber da siehst du halt wieder, also das ist einmal, weil ich gehe ja normal nicht mit dem, dass ich sage, das ist aufgesetzt oder sonst irgendwas, weil ich sag jetzt mal, was darf das jetzt gerade ändern, wenn die alle hetero, weiß und sonst was gewesen waren? Gar nichts. Das hat nichts ändert, das sind halt einfach nur beschissen geschriebene Figuren. Ja. Deswegen, also das Wokeness-Thema, das interessiert mich ja gar nicht, aber es sind so endlos schlecht geschriebene Figuren und vor allem da das Vegan-Thema ist da ja wirklich mit Gewalt noch eingedruckt worden. Das ich finde, dass da alles mit Gewalt eingedruckt ist. Völlig belanglos, einfach nur irgendwann ausgeschmissen. Das muss jetzt da drin sein. Nur um einen Streit zu provozieren, oder war doch das? Ich glaube eher, dass die haben, das merkst du ja bei jeder Serie. Hat die ja nicht irgendwie Fleisch ins Gesicht geschmiert oder selbst? Und dann ja, stimmt. Irgendwie so. Bin ich überhaupt so weit gekommen? Ich glaube schon, aber... Ja, das war doch diese Highschool-Kacke, die konnte... Ja, das ist dann ein Highschool-Drama draus geworden, aber ich denke, was zur Hölle, schau ich mir da an, Alter. Das war echt krass. Was ist denn das, was soll das? Und dann gibt es aber die Animationsserie, die ist halt nicht von Netflix selber, glaube ich, aber so wurscht, die ist gar nicht so schlecht. Da nicht auch die richtigen Charaktere, denn der Leon schaut aus wie der Leon ist wie der Leon und da ist ein Claire Redfield und der Chris Redfield und alle, die dazugehören und so, und alle sind so wie es sein sollen. Das war so einfach. Ich wollte gerade sagen, man sagt da jemand drin sitzen beim Brainstorming und sagen, so, wir machen wir diese Serie jetzt so hanebüchen schlecht, wie es nur gerade irgendwie geht. Ja, so. Schau dir den letzten Film an. Er war zwar, hast du ihn gesehen, den Welcome to Raccoon City? Ja, habe ich gesehen. Er war zwar, sag ich jetzt mal, verhältnismäßig nah am Spiel dran, von der Geschichte. Ich finde, der war sogar sehr nah dran. Genau, aber dann der Leon, ja, da was bin ich da gesessen, da hab ich physische Schmerzen gekriegt. Die Szene in der Gefängniszelle, wo die ganze Zeit der Zombie neben ihm sitzt da drinnen. Ja. Und er steht die ganze Zeit, mach auf, und dann lass dich einfach beißen. Was soll das alles? Was ist, was? Wann in der Geschichte ist der Leon ein absolut tollpatschiger, ahnungsloser Vollidiot? Der geht ja nicht mehr als Rookie durch, sondern wirklich als Trottel. Der ist einfach der Filmtrottel. Ja. Da will man außerdem ist er kein Mexikaner. Was soll das? Leon Juanes Corones. Und nein, da denke ich mir auch, da waren ja Teil 1 und Teil 2 waren ja in einem Film zusammengepresst. Ja, genau. Und ich finde auch gerade Teil 1 und Teil 2 gibt so viel her für eigenständige, richtig gute 2,5 Stunden Filme. Ja. Und was machen sie? Sie machen wieder irgendeinen Scheiß. Sie machen 90 Minuten Drecksgurken mit so unterirdischen Scheißeffekten, dass du einen Schlaganfall kriegst, die scheiß Raben, die dann mal vor dem komischen Geschäft umeinander hupfen. Was soll das? Hat er sich bei mir Paint eingemalt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß bloß, das Einzige, was mir hängen geblieben ist, weil es halt ein einschneidendes Kindheitserlebnis war, ist, wenn der Licker kommt und einen Kopf von der Decke fallen lässt. Ja,
Oder das ist Und ziemlich der genau Zombie noch auch, der im sich Spiel. umdreht, oder? Den haben sie doch auch so drinnen gehabt. Aus dem ersten Teil, Ja. der so, weiß ich jetzt schon gar nicht. Ja, aber so schlecht wie der ist, der Film kann mich irgendwie unterhalten. Jetzt ist zwar jetzt keiner, nach dem ich schreie, aber er kann mich irgendwie so auf der Trash-Ebene unterhalten. Ja, aber mir schon nicht. Ich kann irgendwie drüber lachen. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, Nein, sagen wir das, so, das das geht überhaupt nicht. Disgusting. Das ist auch ekelhaft. Da war ein Resident Evil Film. Ja. Ich finde, was sagst du dazu, die ersten 6 Resident Evil Filme? Also ich mag einen dritten sau gern. Der beste Den finde ich richtig geil. Der erste, den kannst du nicht heutzutage mit, die Effekte sind nicht ultra alt geworden. Den fand ich aber immer gut. Und die also und anschauen kann ich es mir alle bis auf den letzten. Der letzte, das ist so ein Schnittstaccato gewesen, dass du das schluckt mit der Faust zu und bevor du den Einschlag von der Faust sägst, ist da der Schnitt schon unten auf dem Fuß und ich bin da gesessen und so. Das erste Mal sind wir ganz krass einer Meinung. Das ist wirklich, was Filme betrifft, wirklich. Ich finde, grundlegend haben alle, wenn man sich als Resident Evil-Fan, da wenn jetzt nicht Resident Evil draufsteht, das Ist alles das ist irgendein Film. Ja, genau. Der Extinction in diesem Wüstensetting und so weiter ist der beste. Finde ich ja richtig Ich geil. finde, am nettesten dran an die Spiele ist der Nemesis, mit dem Nemesis und so weiter. Der zweite, oder? Der Apocalypse. Ich glaube, das ist der zweite. Da fängt es aber schon, dass sie so krass übermächtig ist und so. Und das ist dann wieder der Teil, der irgendwie da nicht reinpasst für Resident Evil. Das ist irgendwie seltsam. Ja. Und dann, der 6. ist der einzige, den ich nicht geschafft habe, auch zum Schauen. Der fängt oder sie in seinem Schrottauto sitzt, in seinem Panzerten. Ja, das, Und dann fliegt hinter ihr so ein Ja, fliegendes genau. Viech nach. Und ich glaube, in den 60 Sekunden haben 300 Cuts drin. irre. Ich habe mir das angeschaut. Ist das Ich eigentlich werde ernst? fertig oder ich flippe aus. Die zieht in dem Moment, wo es auf- oder Gang schaltet, die Szene, ich schalte vom zweiten in den dritten Gang 4 Cuts. Ja, ich ja. ich raste aus, den kann man sich anschauen. Ich kann es mir nicht anschauen, es geht nicht. Ich war leider auch im Kino bei dem Film, weil ich mich voll drauf leck. gefreut, weil sie sind ja, ich habe irgendwie voll meinen Spaß mit den Action Filmen. Trash halt einfach, wenn du da Bock drauf Die hast. Story passt ja da irgendwie zu Resident Evil, weil die Geschichten von Resident Evil sind ja auch immer Hanebüchener geworden. Und Ja, auf sauber zu übertrieben halt einfach. das passt ja alles. Aber da hat man auch gesehen, wo die Serie auch spieltechnisch hingeht. Ja. Der Film die wird immer schlechter, Ja, je genau. mehr, dass dieser total Laubdrader Scheiß wird. Genau. Und ich sage mal, die bodenständige Resident Evil Geschichte aus Teil 1 und 2 und vielleicht gerade noch 3, das ist für mich Resident Evil. Ja, das und ab dem sind- 4, das habe ich ja gerade erst durchgespielt, super geiles Spiel, Gameplay super awesome, aber es wird halt einfach zu krass. Ja, du ich renn merkst- da irgendwo in einem Schloss umeinander und kill irgendwelche Kuttentrottel. Und ich sag, Wobei das Gemurmel von denen schon teilweise ganz schön gruselig war. Wenn du das nicht sechst und dann hörst du ganz gerade das komische Mönchgemurmel im Hintergrund, das war auch noch ein bisschen gruselig. Es hat auch ein paar so Schockmomente drin. Ich kenne jetzt das Original nicht, aber sie haben extrem nah dran, meines Wissens. Das Ja, ist ja fast also, ein 1:1 im Das Setzen. Remake habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber das Original erst letzte durchgespielt. Das, ja. Und das ist halt so ein, ja, die finden irgendwo in einer riesen Grabungsstätte dann diese komischen Fliegerl da oder Ja, was ja. es ist. Und dann fliegen da Websen und man in einem riesen Websen. Dann so, das ist zwei einfach. Ja, das das ist wird zwei. immer früh. Das ist over the top. Und beim Gameplay merkst du da, in welche Richtung das geht, also vom Gameplay her weg von dem Horror-Survival hin Ja. zu dem Action-lastigen. Er kann kein Tier mehr normal aufmachen, sondern nur mit Dropkicks. Er springt Ganz aus dem genau dritten das. Stock mit einem dreifachen Rückwärtssalto raus. Sag, warum? Wer ist denn auf die Idee gekommen, dass wir Resident Evil 1 bis 3, mehr oder weniger reinrassige, durchgehende Horrorspiele und dann machen wir einen vierten und dann sagen wir, okay, wir machen das alles gruselig und gruseliges Ambiente und gruseliges Flair und das passt alles, aber wenn wir die aufmachen, machen wir einen Dropkick. Geile Das war Idee, geile der Idee. allergeilste Move ist, ja, du kannst dir deine Gegner staggern und dann kannst du es finishen. Und wenn Ja, du genau. hinten hingehst, kannst du ihm einen Back Suplex geben. Das ist halt Genau. so geil. Und machen einen Roundhouse-Kick, der kommt ja einmal gut. Ja, aber warum man so over the Das top? sind so Designentscheidungen, die hab ich nicht verstanden. Ja, und dann mit Teil 5 und 6 im Spiel ist halt dann Gott, oh Gott. komplett. Also der 6. Teil ist wirklich so unterirdisch schlecht Der und fünfte auch. ist ja, der fünfte ist okay, wenn es halt dann als Third-Person-Shooter Ist- ja, und es ist aber wieder es darf, Coop. soll halt nicht Resident Evil drüber stehen. Ja, genau. Es ist nämlich auch was anderes. Der hat zu zweit, ich hab mit dem Spätzl damals durchgespielt, das hat Spaß gemacht zu zweit. Und den sechsten habe ich auch mit einem Spätzl durchgespielt und da war ich bald durchdreht. Das, ja. Das hat nicht mehr zu zweit auf der Couch nebeneinander Das hat auch Spaß gemacht. unfassbar viele Quicktime-Events, glaube Ja. ich. Das ist immer langweilig. Das war so Anfang der 2000er. Okay. God of War, glaube ich, hat das ziemlich groß gemacht. Und vor so. allem Das auch war mit- okay. Bei Aber Mäusern ist es bei God of War also. So, wenn du mit so Weiber ins Bett reingehst und dann geht die Kamera auf Zeiten und dann musst du über Knie drücken und dann wackelt es wieder und so, oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. ach ja. Auf alle Fälle, mit dem Simmer und mit dem Achter haben sie sich dann gescheit gefangen. Die Ja, haben das- beide richtig Das gut. 8 habe ich auch noch nicht gespielt, aber das Zimmer war wild.
Wobei als Achter wirklich schon wieder 5 over the top ist. Das ist halt schon krass absurd, alles da, was da in Dingen. Aber es ist ein geiles Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Dass aber auch steuerungstechnisch schon wieder ein bisschen actionlastiger ist, also oder vom Gameplay her. Ja, du schießt schon viel. Da kommen viel so Werwolf-Typen die ganze Zeit und so weiter. Du schießt schon viel. Okay. Es macht es aber nicht, es ist so schön in Etagenaufbau. Jeder Resident Evil-Fan kriegt irgendwie, wenn jetzt du Fan von der actionlastigen Serie bist, kriegst du dein Fett weg. Und wenn du Fan von der Horrorlastigkeit bist, kriegst du auch dein Fett weg. Okay. Du hast so, ich sag jetzt mal, die 4 Bosse im Prinzip. Lady Dimitrescu, du hast mit dem Ständer, zum Beispiel, ist recht grusellastig, schleichlastig und so weiter. Dann gibt es so komische Puppen, das ist dann fast nur Grusel und total absurder Scheißdreck, da wo du denkst, das wenn jetzt nicht gleich aufhört, flippe aus. Und dann geht's am Schluss aus Richtung Action. Also du kriegt ja jeder alles so ein bisschen, finde ich. Ja, war aber im Grunde gut. Wenn es die Waage hält, dann ist ja noch okay. Der DLC ist mies. Da ist die mieseste Horrorstelle drin, die es gibt. Da speist dann seine Tochter. Ich mag jetzt nicht umeinander spoilern, aber ist so wurscht. Da gibt es so einen Abschnitt, da haben so Schaufensterpuppen. Die stehen dann einfach da. Und irgendwann erwachen die zum Leben. Und wenn du die wegdrehst mit der Kamera, laufen sie hinter dir auf die zu, so. Und wenn du wieder hinschaust, bleiben sie stehen. Und du musst die halt durch so Gänge durchschlängeln, so schauen, dass sie nicht zu dir herkommen. Und jetzt, wenn du die halt wegdrehst, und wenn sie die haben, stirbst du halt. Da lauft mir Gänsehaut, wenn ich davon schmatze. Das ist so mies gemacht, da habe ich wirklich in Capcom, ihr Fotzen. Aber geil. Ich würde gerade sagen, es ist ja geil, wenn sie es mal wieder schaffen, so einen Moment in der Resident Evil Spiel zu bauen. Das ist das Schlimmste, der Verfolgungston, wenn hinter mir etwas tappst und tippst, genau. Ich flipp aus. Da haben wir das letzte Mal, wir haben für das Hamburger Kurzfilmfestival haben wir zu einem Mitternachtsblock haben wir die 10 Kurzfilme gekriegt, weil wir den kennen und der hat uns, da haben wir Folge jetzt aufgenommen und da war 5 Minuten Film, glaube ich, oder 8 Minuten Film gewesen. Und ich habe schon lange nicht mehr so eine Gänsehaut gekriegt vor einem Horrorfilm, wie vor diesem 8 Minuten Kurzfilm, weil da kommen da 2 Polizisten stehen da, dann kommt eine Frau und die geht immer weiter und sie sagen, bleiben Sie jetzt stehen und wir helfen ihnen und die wollen Blut und dann bleibt stehen und auf einmal kriegst du lauter Schnitte im Gesicht und stirbt. Und dann siehst du hinten, dann ist das so ein Waldweg und dann siehst du hinten jemand stehen. Und dann bleibt der Polizist stehen und schaut hin und dann bewegt sie dir auf die zu. Ich kriege jetzt da auch noch Gänsehaut, weil der hat so eine komische ganz komisch ein Geräusch dazu und so weiter. Und die Quintessenz von dem Ding ist eben auch, du darfst nicht stehen bleiben. Sobald du stehen bleibst, bringt dir um. Weil dann boah, lecker, das war so asozial gruselig. Das ist einer der schlimmsten Momente, war bei mir in Annabelle 2. Da gibt es ein paar Szenen, wo man dieses scheiß Getapsel irgendwo von links, rechts oder hinten daherkommt und dann schaut er in die Richtung und dann ist da nichts. Ja. Ich hasse es! Das nervt mich auch so. Ich hasse es, wenn die hinter mir, stell dir vor, du gehst Treppen vom Keller auf, da haben wir jetzt schon in der 3. Folge drin, und dann hörst hinter dir ein Tapsel, Alter. Fuck you. Und ich finde gar nicht das, sondern schnell. Ja. Das da. Und das wird langsam immer lauter und kommt auf die, oh Gott, hau ab heute mal. Genau, da bin ich auch. Beende die Folge jetzt, sonst rast die aus da. Grüezi, fix nochmal. Ich kotze im Strahl. Ja, ich glaube, dass ich einen Hello Kitty Getränk, dass ich das halt nicht mehr schaffe. Das ist sauber jetzt, da kannst du noch Regenbogen kotzen. Einmal probieren. Ex-Pussy. Kotze her, sag ich dir, was es ist. Himbeere, Joa, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Herr Kanter, merci für einen Beitrag. Ich hoffe sehr, Sie hatten Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Bewertung für den Podcast nicht vergessen, Kommentar da lassen, haben euch ein paar Sachen gefragt, Like da lassen, Abo da, okay, halt dein Maul, aktiviert Glocken und was treibst. Aber das Allerwichtigste ist, das ist vorerst die letzte Folge vor unserer kleinen Mini-Sommerpause. Nächste und übernächste Woche kämen kürzere Folgen, ich glaube, die dauern so, wie lange haben sie da? Eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, wo wir eine Kommentare aus einer Horrorgeschichten behandeln. Das wird super. Und währenddessen Lügengeschichten aus den Kommentaren behandeln. Und in der ersten Woche sitze ich da und suchtel den Diablo ein und in der zweiten Woche werde ich mir in Male Cocktails eingehandeln. Und dann sehen wir uns in 3 Wochen ungefähr sitzen wir mir wieder zusammen und dann geht's ganz normal wie gewohnt weiter. Audio, viele Menschen nicht vergessen, es gibt eine YouTube-Folge jede Woche, die ihr nicht mitkriegt. Wie, ihr schaut es eine da, ihr Spacken. So, jetzt sagt's brav, danke Florian für deinen Beitrag. Floki, du Transkachel. Floki, die aufgeschwemmte Transkachel. Ich liegt schon in der ISO. Ja, ich glaube schon. Scheiß die ISO voll. Nicht schleicht euch bis zum nächsten Mal, habe die Ehre. So, das ist okay von mir.